Prüft alles und behaltet das Gute. Diese Aufforderung vom Apostel Paulus aus dem 1. Thessalonicher Brief, die hat die Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen ausgewählt als Jahreslosung für 2025. Vielleicht haben einige von Ihnen mit dem Pfarrer Michael Freiburghaus zusammen Anfang Jahr sich schon eingehend über das Wort Gedanken gemacht. Und haben sie es auch so gemacht. Das ganze Jahr durch, Tag für Tag, alles prüft. Nicht im absoluten Sinn, wir können nicht alles prüfen. Wenn wir etwas kaufen, Lebensmittel, dann glauben wir, was hinten drauf steht, sei drin, dass das auch drin ist und können nicht alles prüfen. Aber dort, wo wir Überlegungen anstellen, dort, wo wir uns eine Meinung gebildet haben, wo wir Entscheidungen getroffen haben. Ja, und wenn wir auch so mit Prüfen durchs Jahr gegangen sind, es macht trotzdem Sinn, dass wir heute oder in den letzten Tagen vom Jahr uns nochmal Gedanken machen, zurückschauen, nochmal prüfen und sozusagen unser Feedback-Formular, unser Auswertungsblatt zu unserem Jahr ausfüllen. Ich lasse jetzt nicht Zettel und Bleistift verteilen, weil ich denke, das macht jedes am besten für sich in einem ruhigen Moment daheim. Der Paulus hat allerdings das Wort, das als Jahreslosung gewählt worden ist, nicht zum Jahreswechsel geschrieben, sondern in einem Brief, den er zur Glaubensstärkung an die jungchristliche Gemeinde in Thessalonik verfasst hat. Und nachdem er dort nochmal die Grundlagen so bestätigt hat, da kommen am Schluss von dem Brief staccatoartig ein paar Aufforderungen. Freut euch zu jeder Zeit, betet ohne Unterlass, dankt für alles, denn das ist der Wille Gottes für euch in Christus Jesus. Löscht den Geist nicht aus, verachtet prophetisches Reden nicht, prüft alles und behaltet das Gute, meidet das Böse in jeder Gestalt. Ähnlich wie Eltern ihre Kinder vielleicht an der Haustür ermahnen, legt die Jacken an, stand auf dem Weg nicht rum, lass nichts in der Schule liegen, vergiss nicht auf dem Heimweg noch Brot zu kaufen. So könnten wir uns eigentlich täglich, und besonders jetzt, in dem Übergang vom alten zum neuen Jahr, unter der Tür von dem Jahreswechsel zurufen, freut euch zu jeder Zeit. Betet ohne Unterlass, dankt für alles, prüft alles und behaltet das Gute. Aber eben was sollen wir prüfen? Was meint der Paulus genau mit dieser Aufforderung? Ein Blick ins erste Kapitel vom Philipperbrief mag uns da dabei helfen. Dort schreibt er: Und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, so dass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des Christus, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden, zur Ehre und zum Lob Gottes. Da bittet der Paulus, dass Gott selber die Gemeindeglieder befähigt fürs Prüfen. Und zwar, dass sie prüfen können, wie sie ihr Leben sollen gestalten sollen, so dass es Gott wohlgefällig ist. Es geht also nicht darum, in der Art von Konsumentenschutzorganisationen zu prüfen, welche Produkte das beste Preis-Leistungs-Verhältnis haben oder wo gefährliche Substanzen drin sind. Das können wir alles auch machen. Aber im Paulus geht es da um eine moralische oder ethische Prüfung. Es geht um die Frage, welches Verhalten will Gott von uns haben? Dabei geht es aber nicht darum, dass wir uns
auf die Art das Wohlwollen von Gott verdienen. Es geht auch nicht darum, dass wir durch ein perfektes Leben verhindern, dass Gott uns strafen für Fehlverhalten. Das wäre ein chancenloses Unterfangen. Die Suppe ist schon längst versalzen und der Mist ist geführt. Wir alle haben gesündigt und können nichts davon ungeschehen machen. Und wenn wir uns auch ganz fest vornehmen würden, von heute an sündlos zu leben, würden wir es nicht schaffen. Da würde alles noch so genau prüfen, nichts helfen. Gott mit seinem absolut gerechten Blick müsste ein vernichtendes Urteil fällen und uns verdammen. Aber es ist anders gekommen. Es ist Weihnacht geworden. Gott ist in Jesus Mensch geworden, um selber an unserer Stelle das Strafgericht über unsere Sünden zu tragen. Oder Josef die Schwangerschaft von seiner Verlobten Maria entdeckt hat. Siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum. Der sprach: Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Jesus, Jahwe, Gott hilft. Denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Und später hat unser Herr selber gesagt, der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Darum muss der Paulus im Römerbrief nicht stehen bleiben mit der Feststellung, alle haben ja gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren, sondern er darf weiterfahren. Umsonst werden sie gerecht, dank seiner Gnade, durch die Erlösung in Christus Jesus. Ihn hat Gott aufgerichtet als Sühnemal, wirksam durch Glauben. Er selbst ist gerecht und macht den gerecht, der aus Glauben an Jesus lebt. Auf dem baute Paulus auf, wenn er die Gläubigen Thessalonich und Philippi und auch uns auffordert, alles zu prüfen und das Gute zu behalten. Durch den Glauben an Jesus Christus sind wir begnadigt. Wir sind eingenommen ins Volk von Gott. Und darum geht es nicht darum, das Wohlwollen von Gott verdienen zu wollen, sondern jetzt geht es darum, aus Dankbarkeit Gott gegenüber und aus Liebe zu ihm unser Leben so zu gestalten, wie er es haben will. In der Abfolge von diesen kurzen Aufforderungen im 1. Thessalonicher Brief kann man das prüft alles verstehen, dass es auf die zwei Aufforderungen sich bezieht, die unmittelbar voran stehen. Löscht den Geist nicht aus, verachtet prophetisches Reden nicht, aber dabei prüft alles. Die zwei Aufforderungen, die sagen uns zuerst, Gott will uns durch den Heiligen Geist führen. Unser Erlöser Jesus Christus will durch den Heiligen Geist in unserem Leben die guten Früchte, die Früchte der Gerechtigkeit wachsen lassen, die Gott wohlgefällig sind. Wir können zum Beispiel ganz stark in uns den Eindruck haben, dass wir oder andere etwas tun sollten oder etwas nicht tun sollten. Gott hat uns mit einem Gewissen ausgestattet und er hat uns in der Bibel sein Wort gegeben und er benutzt beides, um uns zu leiten. Aber jetzt ist es so, was Gott uns mitteilt, was er sendet, das ist perfekt. Aber wir, die Empfänger, sind nicht perfekt. Wir sind anfällig für Störgeräusche, für Misstöne, für Falschmeldungen und Fehlinterpretationen. Darum prüft alles. Prüft eure Überzeugungen. Woher habt ihr sie?
Thessalonicher, die sind aus dem Heidentum in die christliche Gemeinde gekommen. Sie haben von ihren Eltern heidnische Werte mitbekommen. Und sie sind umgeben von einer Gesellschaft, die nicht durch christliche Werte geprägt war. Also hat es gegolten zu prüfen, ob die eigenen Überzeugungen noch vom Heidentum herkommen oder ob sie vom Heiligen Geist geprägt sind. Was ist dabei das Kriterium? Das Wort von Gott. Die 10 Gebote sind Kriterien, wo wir damit unsere Überzeugungen, unsere Gedanken, unsere Worte und unsere Taten prüfen können. Und in dem Psalm 19, den wir gehört haben, da preist der David das Gesetz vom Herrn, weil es uns eben den Weg zeigt, weil es uns eben hilft zu prüfen, was gut ist. Unser Herr hat das Gesetz, die 10 Gebote, die Gebote der Bibel, ja, auch ganz kurz zusammengefasst, ist das Doppelgebot von der Liebe zu Gott und der Liebe zum Nächsten. Aber auch da gilt, prüft alles. Prüft auch die Bibelauslegung, sowohl die eigene wie auch die von anderen. Weil auch beim Bibellesen, wie schnell beeinflusst uns der Zeitgeist? Oder wir können zu falschen Schlussfolgerungen kommen, weil wir die Bibel zu wenig gut kennen, weil wir vielleicht aus einer Bibelstelle Schlüsse ziehen, die gar nicht mit dem Rest der Bibel, mit dem Gesamtzeugnis der Bibel harmonieren. Ich denke, es macht darum Sinn, dass der Paulus in der Mehrzahl schreibt. Prüft, nicht prüfe. Wir sind ja schon sehr individualistisch. Wir machen gerne alles mit uns selber aus oder selber mit Gott. Aber Gott hat uns durch Jesus Christus in die Gemeinde, also in eine christliche Gemeinschaft gerufen, dass wir einander unterstützen können. Ein Gedankenaustausch in einem Hauskreis oder in einem Seelsorgegespräch kann uns helfen beim Prüfen von unseren Überzeugungen und beim Fällen von unseren Entscheidungen. Die Aufforderung, alles zu prüfen, geht aber nicht nur rückwärts in diesem Text zu der Warnung davor, die Hilfe und Führung vom Heiligen Geist nicht zu würdigen oder falsch zu verstehen, sondern sie zielt auch auf die nächsten 2 Aufforderungen. Prüft alles, behaltet das Gute, prüft alles und distanziert euch von jeglichem Bösen. Die Liebe zu Gott, die drängt uns ja dazu, all das zu meiden, was Gott missfällt. Eben, das Böse in jeglicher Gestalt. Die Liebe zu Gott, sie drängt uns, nach dem Guten zu streben, wo Gott wohlgefällig ist. Im Philipperbrief schreibt darum der Paulus, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Der Paulus braucht auch einen Vergleich, das Bild vom Kleiderwechsel. Er sagt, sie legen Kleider vom Bösen ab, ziehen die ab und legen dafür Kleider vom Guten an. Aber das ist nicht so einfach. Wir wollen Gott gefallen, wir wollen ihm zu lieb leben. Aber andererseits haben wir in uns innen auch das, was die Bibel als Fleisch bezeichnet. Fleischliche Gelüste. Da ist nicht die Vorfreude auf den Sonntagsbraten gemeint, sondern unser Egoismus. Der Wunsch, der eben auch in uns innen ist, unseren eigenen Willen zu befolgen und nicht immer den Willen von Gott. Darum prüft alles. Prüft eure Beweggründe für eine Entscheidung oder für ein Verhalten. Und wenn wir dann feststellen müssen, dass wir da eigentlich in einer bösen Lust folgen wollen, dann gilt es,
zu widerstehen. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Die bisherigen Gedanken, die haben ausgelotet, wie wenden wir das Prüfen an, vorwärts gerichtet, wenn wir Entscheidungen treffen, wenn wir etwas anpacken wollen. Aber wie prüfen wir im Zurückschauen? Wie sollen wir zum Beispiel ein vergangenes Jahr prüfen? Sollen wir das überhaupt? Es ist ja vorbei. Sollen wir nicht den Satz von Paulus, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt, sollen wir den nicht so verstehen, dass wir gar nicht mehr zurückschauen müssen, sondern einfach vorwärts leben. Ich denke aber, wir würden hier den Paulus missverstehen. Der Satz steht im Philipperbrief auch, den ich schon ein paar Mal jetzt auch daraus zitiert habe. Und gerade dort hat er selber auf sein Leben zurückgeschaut. Und zwar sehr prüfend, sehr kritisch. Und er hat ein vernichtendes Urteil gefällt über sein Leben als Pharisäer. Er hat gesagt, jetzt schaue ich das als Dreck an. Weil er erkannt hat, dort ist er sich sehr gut vorgekommen, sehr gerecht. Und er musste feststellen, die Selbstgerechtigkeit, die er dort hatte, war nichts anderes als der stolze Versuch, die eigene Erlösungsbedürftigkeit zu kaschieren. Von dieser Gefahr hat unser Heiland ja gewarnt mit dem Gleichnis vom Pharisäer, der im Tempel Gott vorrechnet, wie gut er sei, und dem Zöllner, der demütig nicht einmal angeschaut hat, sondern die Hand auf die Brust geschlagen hat und gesagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Paulus hat im Zurückschauen erkannt, ich hätte es machen wie der Zöllner. Und er hat es dann auch gemacht. Er hat erkannt, wo er falsch gelebt hat und hat dürfen erkennen, wie Gott gnädig in sein Leben eingegriffen hat, weil er ihn zurechtgebracht hat. Und jetzt will er das, was falsch war, vergessen. Nicht mehr in Betracht ziehen, aber dem nachjagen, was er als richtig erkannt hat. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Auch der Psalm 103 fordert uns ja auf, zurückzuschauen. Aber auch da geht es um ein kritisches, um ein selbstkritisches Zurückschauen, wenn es weiter heisst, der dir all deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Wir dürfen dankbar das Gute sehen. Wir sollen aber auch demütig Fehler, die wir erkennen, eingestehen, Vergebung suchen und überkommen. Auch wenn wir am Morgen von einem Tag Gott um seine Führung für den Tag bitten, weil wir Gott wohlgefällig leben wollen, am Abend bitten wir um Vergebung, weil unser Tagwerk nicht perfekt war, sondern auch mitgeprägt war durch unsere sündhaften Neigungen. Der David betet im 19. Psalm: Verfehlungen, ach, wer nimmt sie wahr? Von den unbewussten Fehlern sprich mich los. Auch vor Hochmutssünden behüte deinen Knecht, dass sie nicht Macht über mich gewinnen. David hat damit gerechnet, dass er sündigen kann, ohne es überhaupt zu merken. Dass ihm Fehler unterlaufen, auch wenn er eigentlich Gott gehorsam sein will. Er hat damit gerechnet, dass sein Urteilsvermögen nicht langt, um alles zu merken. Ja, er hat es sogar für möglich gehalten, dass er Übermutssünden begehen könnte. Sünden wieder besseres Wissen. Und er hat Gott gebeten, ihn davor zu bewahren. Wenn wir zum Prüfen zurückschauen auf unser vergangenes Jahr, dann geht es nicht darum, uns schlechter zu machen, als wir sind,
Es geht auch nicht darum, uns Gott als Musterschüler zu präsentieren. Nein, es geht darum, an dem, was wir erlebt haben, unser Urteilsvermögen zu schulen, um möglichst nicht wieder in gleiche Fallen einzutappen, sondern rechtzeitig zu erkennen, was gut und was böse, was Gott wohlgefällig ist und was nicht. Dort, wo wir dürfen erkennen, dass wir dank der Führung von Gott und mit seiner Hilfe haben dürfen Gutes tun, da dürfen wir das dankbar mitnehmen und aus positiver Erfahrung gescheit sein für künftige Entscheidungen. Wo wir erkennen dürfen, müssen und dürfen, dass wir zwar versagt haben, dass Gott uns aber gnädig durchgeholfen hat. Da dürfen wir auch das dankbar mitnehmen. Was aber ist dort, wo wir uns sagen müssen, durch meine Fehlentscheidung, durch mein Fehlverhalten habe ich mein Leben in eine schwierige Situation gebracht. Und jetzt stecke ich selbstverschuldet in Schwierigkeiten und habe vielleicht auch andere Menschen in Schwierigkeiten gebracht. Gibt es da auch noch etwas Gutes, das man behalten kann? Ich denke, ja. Wir müssen uns dann zwar eingestehen, dass wir nicht richtig geprüft haben, oder zu wenig, dass wir uns von falschen Gedanken haben leiten lassen, oder dass wir bewusst wieder besseres Wissen gehandelt haben. Und Gott hat das nicht verhindert. Er hat es zugelassen, dass wir uns und vielleicht auch andere in Schwierigkeiten gebracht haben. Und jetzt müssen wir spüren, weil wir nicht prüfen wollten, nicht hören wollten. Aber es gibt trotzdem Hoffnung. Wir dürfen Vergebung erbitten und Gott um Vergebung bitten, auch Menschen, die wir geschädigt haben, um Vergebung bitten. Wir dürfen Vergebung bekommen. Und Gott bitte uns jetzt von dem Platz aus, wo wir uns anmanövriert haben, von dort aus weiterzuhelfen. Uns zu helfen, die Lasten zu tragen, die wir uns selber auferlegt haben. Uns zu helfen, von einem falschen Weg wieder auf den guten Weg zu finden. Und dann gilt es, den vielleicht beschwerlichen Weg auch demütig zu gehen. Und erneut alles zu prüfen, das Gute zu behalten, uns vom Bösen zu enthalten. Im Psalm 139 beschreibt der David die Erkenntnis, dass Gott ihn durch und durch kennt und nicht fallen lässt. Auch dann nicht, wenn er falsche Entscheidungen treffen würde. Er schreibt, Herr, du erforschest mich und kennst mich. Du weißt es, ob ich sitze oder aufstehe. Du verstehst, was ich denke, von ferne. Ob ich wandere oder ruhe, du prüfst es und bist mit all meinen Wegen vertraut. Denn ehe ein Wort auf meiner Zunge liegt, kennst du, o Herr, es schon genau. Du hältst mich von hinten und von vorne umschlossen und hast deine Hand auf mich gelegt. Zu wunderbar ist solches Wissen für mich, zu hoch, ich vermag es nicht zu begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich auf zum Himmel, so wärst du da. Und lagerte ich mich in der Unterwelt, so wärst du dort. Nähme ich Schwingen des Morgenrots zum Flug und ließe mich nieder am äußersten Westmeer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich fassen. Und spräche ich, lauter Finsternis soll mich umhüllen und Nacht sei das Licht um mich her. Auch die Finsternis würde für dich nicht finster sein, vielmehr die Nacht dir leuchten wie der Tag. Finsternis wäre für dich wie das Licht. Der David erkennt, Gott kennt mich durch und durch. Ich könnte ihm nicht entfliehen, aber er will gar nicht von Gott fliehen. Er ist froh, dass Gott ihn so gut kennt, dass Gott ihn erforscht, dass Gott ihn hebt.
Und darum betet er am Schluss von dem Psalm: Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Und sieh, ob ich wandle auf trüglichem Wege. Und leite mich auf dem ewigen Wege. Der Paulus fordert uns auf, alles zu prüfen. Nicht nur im Jahr 2025, wo die Aufforderung Jahreslosung bald war, sondern auch im neuen Jahr und überhaupt immer. Mit dem Ziel, dass wir ein Gott wohlgefälliges Leben führen. Dass wir Gott so ehren, ihm danken für die Erlösung, für seine Gnade, die er uns gegenüber hat. Aber wie können wir immer erkennen, was richtig ist? Wir brauchen die Hilfe von Gott dazu. Und wir dürfen sie erbitten. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott uns prüft und uns wachsen lässt im Erkennen von seinem Willen und von dem Weg, wo wir gehen sollen. So sollen wir und dürfen wir kritisch auf unser vergangenes Jahr zurückschauen. Und die Erkenntnis, die wir dabei gewinnen, ins neue Jahr mit einnehmen. Weil es gilt weiterhin: prüft alles und behaltet das Gute, meidet das Böse in jeder Gestalt.